De Phänomen vun den Migrationen as e gut Steck vun der Mënschheetsgeschicht. Mënschen sinn zënter je hier an Bewegung. Sie wird well se eng besser Zukunft fir sech, fir hir Famill, op enger anderer Platz sichen. Sie wird, well se op der Flucht sinn, fir o Krich, Hunger an Gewalt. Am 19. Jahrhundert hunn Tausende vu Lützeboier an noch Eislecker hier Ortschaften, hier hemischt missen verlossen, dat well den Ackerbodem se net méi aniere konnt. Sie hunn eng nei Zukunftgesicht an Amerika, a Frankreich oder an anderen Länder. Och haut sind Migrationen e Sujet vun der politischer Tagesordnung. Wir kennen dat alles aus den Medien. Et gibt doch Lützeboier, die an d'Ausland wohnen gehen, nicht nur an Grenzregionen, aber auch zum Beispiel Studentinnen und Studenten, die entschieden haben, nach ihrem Unisleben an ihrer Unistadt wohnen zu bleiben, weil sie zum Beispiel beruflich oder familiär do gebunden sind. Migrationsthematik steht also am Mittelpunkt von unserer Spezialnummer. Und dafür werde ich mich mit unserem Chefredakteur unterhalten, den das Nummer koordiniert wird. Migrationsgeschichte und Migrationsgeschichten aus dem Eisleck, das ist wie gesagt den Sujet von der diesjährigen Spezialnummer von der SPL de Clervaux Kanton. Und ich darf begrüßen als Chefredakteur, den Christian Arendt, den das Nummer begleitet wird, koordiniert wird. Christian, aus was für einem Grund bist du auf das Sujet von der Migration gekommen? Das ist wieder zu Dax geschehen, ein Gespräch gewesen mit Nico Hamann, den als Leser bekannt ist, als dreifter Dorfchronist. Ne? Und am Gespräch haben wir gesagt, ja, den ist sofort gezogen. Ne? Und so voran. Einmal waren wir dann auf der Idee, ja, Migration, das war eigentlich ein interessantes Thema für eine extra Nummer. Vielleicht wollte man das Thema Emigration und Immigration vermischen. Aber das hat aber ein bisschen voluminös vorkommen. Und dafür haben wir es dann auf die Auswanderung vertieft bezogen. Und wir sind froh, dass wir so viele Autoren konnten gewinnen, die zu dem Thema viel interessante Artikel konnten beitragen. Kannst du dann verschiedene Sujets einkehr abweisen, die als Autoren sich rausgesicht haben? Für einen geht es ja mal die Migration, was für ein Länder wurde das? Das kann ganz gut Brasilien, Argentinien, Amerika, Europa bis auf Frankreich nehmen. Das ist ja auch eine Immigration, was ja zu verschiedenen Sekten so Wellenform gelaufen ist. Und wir sind froh, dass man so eminente Historiker, die sich mit dem Thema intensiv beschäftigt haben, konnten gewinnen, wie zum Beispiel den Fausto Gardini, ein Mann, der selber Immigrant ist, hockt in Amerika lebt, schreibt, recherchiert. Mehr auch zum Beispiel Carlo Krieger, der Name ist bekannt, früheren Lützeboer Botschafter in Brasilien, zusammen mit Jean Ensch, einen ganz interessanten Artikel geschrieben. Oder zum Beispiel Jean-Claude Müller, der René Daumenfeld, für dann ein paar so zu nennen. Wir sind aber auch froh, dass wir können auf die Miterbicht von unseren bewährten Autoren zurückgreifen, wie zum Beispiel de Bordeaux, de Max Schmid, Sonja Kettmann, der Marcel Wagner, den Henri Bressler, nehmen die doch auch aus anderen Zeitschriften kennt. Ich will zum Beispiel den als Kollege vom Redaktionskomitee de Gem Mainz annehmen, den eine interessante Rezension zu dem heute Bausch gemacht hat. Ja, war den auch mit anderen voilà. Schiffer dann, ja. Dann Amerika wurscht hat. Genau. Und die Bücher, die daheim sind, ne, für die Leute, die sich vielleicht wie intensiv mit dem Thema beschäftigen, können da an der Bibliothek zu Ölven auslegen oder auf andere Plätze natürlich. Was für ein Thema stößt besonders für, wenn man von Migration schwätzen? Du hast Autoren alle genannt, mit meinen Themen. Am Fond also wir wollen nicht den Anspruch haben, einen kompletten Überblick zu geben über die Gesamtauswanderung aus dem Eisleck. Das ist unmöglich. Thema lädt echt auf authentischen Geschichten verlegten, die eben für was auch immer aus dem Eisleck mutten eventuell fortziehen, als Nukt meistens. Ne? Wie sind sie da handeln, ob der an Platz A kommen, wurden sie erfolgreich oder nicht?
Also natürlich kein bestimmter Schwerpunkt, wo ich könnte so, das ist Thema Nummer 1. Ja. Es sind ich doch authentisch dokumentarisch Geschichten, was not zu enger relativ, wie gife die Jungs so voll fetter Nummer gefordert hat, ja, wenn ihn dazu guckt. Ja. Christian, du hast das Buch vun der Red Starline fir Drnner opgegraf, wat also Kolleg am Mainz rezenséiert huet, präsentéiert huet. Kannst du vielleicht noch Mixer machen, ob die Äner Bicher, die es daheim in der Bibliothek rausgesicht an die natürlich lehne kann. Dat ass nemmer just eng auswähl, weil wir eben auch die doten Becher an eiser Zeitschrift rezenséieren. Du hast zum Beispiel den Guy Helminger singt Neubrasilien, den Roman zu ernimmen. Sonja Kettmann hat den rezenséiert. Oder den Roger Krebs singt Luxemburg in Amerika. Oder zum Beispiel auch eng Dorfchronik von Rodersen, von Patrick Lermisch. All die Bücher, die da gesit, können natürlich zu 11 an der Bibliothek, wie auch andere natürlich, auslingen. Dommer da so nicht merci, dass man als Nummer konnte feststellen. Wir sollen dir merci Christian für den wertvollen Erbechte, so eine Nummer zusammenzustellen, das brauche paar Wochen noch merci als Autoren, die sich für das Sujet hergehen haben. Ja, da wird im Moment dafür auch ein paar Informationen zu geben, wo ihr als findet als der Clever Kanton, einerseits an natürlich, wo ihr auch als Zeitschrift bestellen kann. Und das möchte den Adrien Wutters als Webmaster an Tresorier. Wie viele Leute schon wissen, kriegen als Zeitschrift an der Librairie, auf der Wemperherd, zu Mernisch, zu Ettelbrick, auch an der Stadt. Natürlich kann die Zeitschrift auch bei mir Telefon 92 03 24 bestellen. Und was für uns als RSBL natürlich auch wichtig ist, kann ihn auch Member gehen, alle Member, Donateur, kriegt, wenn eine Kotisation von Minimum 35 € bezielt, als Zeitschrift, die 4 Zeitschriften gratis heimgeschickt. Und sind noch viele Leute, die natürlich Leute Pläsier wollen machen, ein Kado wollen machen. Und das natürlich auch immer möglich. Wie schon gesagt, Telefon 92 03 24 kriegt ihr alle guten die Renseignementer, die ihr dafür braucht. Oder auch auf unserer Internetseite, dem www.dck.lu. Das war die Mission vom De Clever Kanton. Wieso merci fürs Nogucken an Nolauusren. Wir geben uns freuen, wenn wir als Kind Rëm begegnen, wenn wir als Wandernummer vorstellen. Merci.